Völlig aus dem Häuschen hat er den Kuno angepfurrt. Da hängt öppe Sie, der Hallung befreit. Raus mit der Sprache! Mein Name ist Hase und ich weiß von nichts. So, jetzt zeigen Sie mir sofort Ihren Ausweis, Herr Haas. Der Kuno hat seine Papiere aus dem Rucksack geholt und dem Polizist übergeben. Sie heißen aber gar nicht Haas. Sie heißen Kuno Karnickel. Ich weiss, Haas ist nur mein Künstlername. Sie meinen, das ist Ihr Künstlerpech? Wer der Polizei einen falschen Namen angibt, der hat etwas zu verstecken. Sie sind verhaftet. Einmal mehr hat der Schlaufuchs den Polizist Erpel am Seil runtergelassen. Und von weitem hat er gesehen, wie der arme Haas im Polizeiwagen verschwunden ist. Schon gleich hat sich der Rinaldo einen Plan zurechtgelegt. Ich tue den armen Kuno einfach aus dem Gefängnisloch befreien. Der Polizist Erpel wird sich grün und blau ärgern. Aus purer Schadenfreude ist der Rinaldo also zum Gefängnis geschlichen und hat Gitterstäbe vor dem Fenster einfach durchgesagt. Der Kuno hat sich durchs Fensterloch durchgezwängt. Wenigstens ein bisschen Anstand haben Sie noch. Schliesslich habe ich ja den ganzen Schlamassel Ihnen zu verdanken. Also, ich zisch ab. Und schon ist der Kuno Hals über Kopf bei Mondschein über die Felder davongejagt. Zurück ist ein müder Rinaldo geblieben. Am besten übernachte ich gerade da in der Gefängniszelle. Da sucht mich heute Nacht sicher niemand. Er hat sich's auf dem Stroh in der Gefängniszelle bequem gemacht und gleich darauf hat er tief geschlafen. Am anderen Morgen, wo der Gückel gekräht hat, ist der schlaue Fuchs schnell verschwunden. 3 lange Tage hat sich der Rinaldo als Landstreicher durchgeschlagen, bis er in die Gegend von Silberberg gekommen ist. Dort hat er den alten, halbblinde Bauer Moritz Maulwurf angetroffen, der völlig verzweifelt am Ackerrand gesessen ist. Der Boden war ganz ausgetrocknet und die Ernte war miserabel. Am liebsten wäre der Maulwurf den ganzen Acker losgeworden. Wieso verkaufst du den Acker nicht? Dann bist du all die Probleme los. Weisst was? Ich kauf dir das Plätzeland ab. Die Aussicht gefällt mir. Und ich könnte mir ein hübsches Ferienhaus drauf bauen.